Seit dem Putschversuch vom 15. Juli überschlagen sich die Nachrichten aus der Türkei. Entlassungen, Verhaftungen, Repression. Die Türkei gilt als Tor zwischen Europa und dem Nahen Osten und Asien. Viele Menschen aus der Türkei leben hier in der Schweiz, weil sie in der Türkei verfolgt sind oder in ihrer Heimat keine wirtschaftliche Zukunft sehen. Die Ereignisse in der Türkei, so viel ist klar, gehen uns alle an. Darum ein zweistündiger Schwerpunkt zur Türkei heute in den Sternstunden. Zunächst beleuchten wir hier das explosive Verhältnis von Religion und Politik sowie die Auswirkungen auf die türkische Diaspora in der Schweiz. Dann fragt meine Kollegin Barbara Bleisch in der Sternstunde Philosophie, wie sich die Wahl von Donald Trump in der Türkei auswirken könnte. Meine Gäste hier sind jetzt Emel Topçu. Sie ist Politikwissenschaftlerin aus Ankara. Sie hat lange in Deutschland gelebt. Sie ist Mitglied der AKP, der Regierungspartei von Präsident Erdogan, und hat ein gewisses Verständnis für die offizielle Haltung der türkischen Regierung. Seyhan Bayraktar, Politologin mit türkischen Wurzeln, arbeitet an der Universität Basel. Sie beurteilt die aktuelle Situation unter Präsident Erdogan in der Türkei sehr kritisch. Werner van Gent, er ist unser SRF-Korrespondent. Er hat viele Jahre aus der Türkei berichtet und ist ein profunder Kenner dieses Landes. Frau Topçu, Sie kommen jetzt gerade aus Ankara, aus der Türkei. Ja. Wir hören hier von Zehntausenden von Entlassungen, von Verhaftungen von Leuten, die in Schulen gearbeitet haben, als Politiker, als Journalistinnen, Journalisten. Wie ist die Situation aktuell? Ja, aktuell... Es gibt so viele Unsicherheit, Verzweiflung, aber ich kann das auch verstehen. Man muss ja ein bisschen die Geschichte gucken. Ich möchte die Geschichte nicht lange erzählen, aber in jede 10 Jahre haben wir Putsch erlebt in der Türkei. In meinem Leben, das ist die 6. Putsch. In einer Person, und in dieser kurzen Zeit habe ich die 6. Putsch erlebt. Ich habe mein erster Putsch war 1980, diese große Putsch. Das hat 3 Jahre gedauert. Dann zwischendurch kleinen, und letzter war im 98. Und der letzte große ist dieser Putsch. Am 15. Juli war ich in Österreich wegen eines Konferenzes. Ich war bei meiner Freundin. Sie ist Österreicherin. An dem Abend habe ich früh ins Bett gegangen, weil ich sehr müde war. Und nach einer Weile sie ist gekommen, um mich aufzuwecken. Und dann sie hat gesagt, dass sie mich was Wichtiges berichten musste. Und dann sie hat gesagt, dass im Fernsehen läuft, dass es Putschversuch in der Türkei Putsch gibt. Nicht Versuch, aber Putsch. In dem Moment alle Putsche in meinem Leben, die ich erlebt hatte, in meinem Zellen rausgekommen. Wie ein Film, der dann abläuft. Ja, ja. Und das war jetzt hier aber anders. Das war ja ein Putschversuch, der dann gescheitert ist. Ja, das ist gescheitert. Ich war natürlich wach bis morgen. Gegen 2 Uhr, das hat sich herausgestellt, dass es gescheitert ist. Aber trotzdem, ich war sehr aufgeregt. Ich hatte auch Angst. Und ich wusste nicht, ob ich wieder in die Türkei gehen kann in der Nacht. Ich wusste es nicht, wirklich. Mein Leben war ja, wie in der Luft. Ich wusste nicht, wo ich bleiben würde, wo ich wieder in Deutschland leben würde oder in die Türkei zurückgehen könnte. Aber gibt es jetzt in diesen Tagen eine gewisse Normalität? Oder ist ja, es gibt gewisse Normalität. Wir haben ja angefangen, unser Leben ganz normal zu leben. Aber so viele Leute sind entlassen worden. Die gehören generell zur Gülen-Organisation. Diese Organisation ist wie eine geheime Organisation. Wirklich, wir wussten es auch. Ich selbst wusste nicht, dass sie so mächtig und stark waren bis 15. Juli. Wir wussten, dass sie ganz geheim sich organisiert haben. Wir kommen auf diese Gülen-Bewegung, eine islamisch-konservative Bewegung. Ich möchte aber noch die Frau Bayraktar fragen. Sie waren auch in der Türkei jetzt, aber für einen Besuch. Sie leben ja nicht da, Sie leben in der Schweiz seit 13 Jahren. Sie sind in Deutschland geboren. Wie haben Sie es erlebt? Also ich stelle mir vor, ein Land im Ausnahmezustand, weil wenn man wirklich Zehntausende von Lehrern und Politiker, Journalisten entlässt oder eben inhaftiert, wie haben Sie es erlebt?
Das letzte Wochenende war relative Normalität. Im Alltag merkt man nicht so viel. Man ahnt vielleicht ein bisschen die Anspannung der Leute vom Stadtbild her. Aber sonst merkt man im Stadtbild, im Alltag nicht so viel. Ich war allerdings auf einer Konferenz bei meinem Besuch und da spürt man sehr deutlich die Spannung, den Druck, unter dem die Leute stehen, insbesondere auch, das werden wir wahrscheinlich auch ansprechen, insbesondere die politischen Verhaftungen, parallel zur Verfolgung der Gülen-Bewegung, die Verhaftungen der pro-kurdischen HDP-Mitglieder. Also dieser Druck, unter den die Türkei generell steht und der Druck, der bestimmte Gruppen noch mehr gefährdet, der war sehr deutlich zu spüren auf der Konferenz. Werner van Krent, Präsident Erdogan spricht kurz nach diesem Putschversuch von einem Geschenk Allahs, von einem Geschenk Gottes. Wie dürfen wir das verstehen? Ja, ich glaube, wir wissen natürlich noch nicht genau, was passiert ist in dieser Nacht. Und das ist aber auch nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, was nachher passiert ist. Was Erdogan mit diesem Geschenk angefangen hat, hat wirklich zu Säuberungen der Gülen-Bewegung. Die Gülen-Bewegung wurde ausgeschaltet in der Türkei, aber nicht nur, sondern, und das ist, was mich persönlich sehr betrübt, ist, dass fast alle meine Kolleginnen und Kollegen in den Medien haben enorm viel Angst momentan. Und was ich so feststelle in der Türkei, momentan ist es eine Republik der Angst. Das ist etwas, was unerträglich ist. Es ist ein gespaltenes Land. Und das Geschenk Gottes, was Erdogan letztendlich damit anfangen will, ich weiß es nicht. Das ist interessant, oder? Es ist doch Juli, ein paar Monate her, dass sogar Sie noch rätseln. Wir haben einen kurzen Rückblick vorbereitet, eine Rückblende aus der Sendung 10 vor 10 von Anfang November, am Tag der Verhaftung des Vorsitzenden der pro-kurdischen Partei HDP. Der charismatische Menschenrechtsanwalt Selahattin Demirtas. Er wollte die Opposition einen. Er bot Erdogan die Stirn. Mit Demirtas räumt Präsident Erdogan seinen letzten Gegenspieler aus dem Weg. Mitten in der Nacht greift die Polizei in Diyarbakir zu. Unter dem Protest seiner Parteifreunde. Der Vorwurf, Demirtas soll den Terror unterstützen und hätte Einvernahmen verweigert. Nun sitzt der HDP-Chef in Untersuchungshaft. Wenige Stunden nach der Verhaftung von Demirtas kommt es zu einem Anschlag auf das Polizeihauptquartier in Diyarbakir. 8 Menschen sterben. Die Regierung macht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK dafür verantwortlich. In verschiedenen türkischen Städten kommt es nach Protestaktionen zu Ausschreitungen. Die Polizei schreitet rigoros ein. Dies sind die jüngsten Verhaftungen einer regelrechten Säuberungsaktion, die im Zuge des Putschversuchs vom Juli begann. Die türkische Regierung ließ 75.000 Verdächtige festnehmen, um gegen sie zu ermitteln. Über 100.000 Personen wurden seither aus ihren Ämtern entlassen, die meisten davon Lehrer und Akademiker. Ja, warum werden nicht nur Militärangehörige verhaftet? Sie haben gesagt, Gülen-Leute, aber nicht nur. Es sind ja weit mehr Menschenrechtsaktivisten, Journalisten haben Sie erwähnt. Was geht da vor sich? Richter. Aber alle gehören zu Gülen-Leute. Ich habe auch eine Überraschung erlebt durch diese Verhaftungen. Ich habe in einem Projekt in der Türkei, das war ein EU-Projekt über die Schulen, das geht um demokratische Bürgerschaft und Menschenrechte. Und einer meiner Kollegen war von einer Uni in Konya Universität, er war Menschenrechtler. Ich wusste damals nicht, dass er Gülen-Bewegung gehörte. Nach diesem Ereignis, ich habe erfahren, dass er auch verhaftet war. Und ich habe seinen Lebenslauf gelesen. Und so viele Leute haben auch durch diese Medien berichtet, dass er von Anfang an da drin war. Er hat davon nicht berichtet, er hat uns nicht gesagt. Aber er war in dieser Bewegung drin. Deswegen,
er war Assistentprofessor an der Uni. Sie gestiegen sehr schnell ab, diese Leute. Er war ganz jung, aber trotzdem, er war Vize-Dean an der Uni und er ist ganz schnell Professor gemacht worden. Solche Sachen machen sie. Sie haben eine sehr starke Vernetzung. Also für Sie ist völlig klar, dass Gülen, so wie es offiziell Präsident Erdogan auch gleich gesagt hat, steht hinter diesem Putschversuch. Ja, weil es so viele Beweise gibt in der Türkei. Deswegen, ich verzweifle mich nicht. Aber was wir hier sehen, ist ja eine eigentliche Säuberungswelle, wird dieser Begriff benutzt. Teilen Sie diese Einschätzung? Nein, weil ich habe ja erlebt, wie wichtig es war, um an den Universitäten oder in der Polizei weiterzukommen, anfangs der 2000er Jahre, dass man Mitglied bei Gülen war. Also Gülen das war ganz akzeptiert und es waren Bekannte von mir, die an Universitäten lehrten, die hatten eine Nähe zu Gülen, ganz klar. Aber die haben das auch nicht versteckt. Ich habe auch meine eigentlich immer Besorgnis gehabt über Gülens Bewegung. Man weiß es nicht transparent, man weiß nicht, was er will, man weiß nicht, woher das Geld ist, ganz klar. Aber diese Besorgnis gab es auch schon anfangs der 2000er Jahre. Und Tayyip Erdogan hat mit dieser Organisation gearbeitet. Und und dann plötzlich, dann stellen Sie sich mal vor, man musste, um Karriere zu machen, eigentlich zu Gülen gehören. Und plötzlich dreht sich das Blatt um und man wird ins Gefängnis gesteckt, weil man zu Gülen eine Nähe hat. Also das ist etwas... Ja, man muss ja wieder die Geschichte in der Türkei gucken. Nach unserer Republik, Religion ist ein bisschen herablassen geworden. Und die Staat möchte die Religion kontrollieren. Und religiöse Leute, die Staat hatte eine Ideologie gehabt. Mit dieser Ideologie, das war mir moderne Ideologie, aber es gab einen Druck über die Leute, dass sie bei diesem Druck modernisieren müssten. Die Leute haben das abgelehnt. Wer abgelehnt hatte, von der Stadt ausgegrenzt. Die Aleviten, Kurden, die religiösen Leute, alle möglichen. Die sind alle ausgegrenzt von der Stadt, staatliche Ideologien. Wir wussten, dass es Gülen-Bewegung gibt, als ich jung war. Ich gehörte überhaupt keine Organisation. Ich habe immer individuell gelebt. Aber ich wusste, dass es so eine Bewegung gibt. Und wir haben auch gehört, dass sie heimlich in Militär, in Polizei reinsteigen, besonders in der Justiz auch. Aber trotzdem, ich soll ja ganz ehrlich sein, das hat mir trotzdem gut gefallen, weil sie sich als religiös gestellt hatten. Ich könnte das nicht machen, ich dürfte nicht studieren, ich dürfte nicht arbeiten. Und sie haben mich nicht erlaubt, in der Öffentlichkeit zu arbeiten, weil ich Kopftuch getragen hatte. Ich dürfte das nicht machen, aber eine Organisation macht das doch. Also Sie rollen jetzt schon die Geschichte praktisch der Türkei, oder? An Ihrem persönlichen Beispiel auf. Ja. Dazu kommen wir, aber ich hätte gern noch eine Präzision in dieser Frage. Also hinter diesem Putschversuch stand da nur Gülen? Nein. Zum einen diese Frage ist offen, zum anderen aber, um das hier auch klarer zu stellen, dass diese Einspieler, die Sie jetzt gerade gezeigt haben mit der Verhaftung der HDP-Politiker, die haben definitiv nichts mit der Gülen-Bewegung zu tun. Das ist eine Säuberungsaktion, die sozusagen parallel zu der Säuberungsaktion gegen alle läuft, die der Gülen-Bewegung in irgendeiner Weise zugerechnet werden. Das heißt, wir haben hier sowohl eine Säuberungsaktion gegen den politischen Kontrahenten, das war der Gülen, speziell in Bezug auf Erdogan und auch der AKP-Regierung, als auch das Mundtotmachen der einzigen Opposition von gewählten Vertretern im türkischen Parlament. Die Gunst der Stunde wird sozusagen auch dazu genutzt, diese politischen Kritiker mundtot zu machen. Und hinzu kommt noch, dass genau diese Personen, die jetzt
verhaftet wurden. Demirtas, die Vorsitzende, seine Mitvorsitzende in der HDP, sie haben schon vor Jahren vor dieser Infiltrierung des Staates durch die Gülen-Bewegung, insbesondere in den östlichen Gebieten der Türkei, gewarnt. Also wir dürfen nicht das zusammenmixen, dass es eine Säuberungsaktion gibt. Es gibt parallel laufende Säuberungsaktionen und die Bremsung der politischen kurdischen Bewegung in der Türkei. Ich glaube, wir wissen noch nicht genug über den Putschversuch. Aber was wir wissen, zeigt, es hat einen Putschversuch gegeben. Das ist ganz klar. Es ist nicht eine von Erdogan selber inszenierte Geschichte. Das wissen die Gülen-Bewegung, Anhänger von Gülen waren in diesem Putschversuch involviert. Aber es waren auch Kemalisten, also Anhänger dieser kemalistischen, der Staatsgründer Kemal Atatürk. Das Militär, die Rolle des Militärs in der Türkei war immer zentral und ist unter Erdogan weniger zentral geworden. Ich glaube, da waren auch Offiziere dabei. Wie jetzt die Kräfteverhältnisse da waren, das wissen wir nicht. Aber jetzt, wenn man Gülen als einzige Verantwortliche für diesen Putschversuch bezeichnet, dann frage ich, was ist dann mit der Cumhuriyet? Das ist die wichtigste oppositionelle Zeitung. Die Cumhuriyet war keine pro-kurdische Zeitung. Alles andere, die waren nationalistisch. Die Cumhuriyet war auch keine religiöse. Das ist eine Zeitung, die von Kemal Atatürk gegründet wurde. Also diese Leute einzusperren, das war eine reine Racheaktion für was sie geschrieben haben in der Vergangenheit. Und das ist jetzt ein Beispiel, dafür gibt es viele Beispiele. Das ist eine Präzisierung. Gülen war jetzt oft die Rede, wir müssen es etwas genauer anschauen. Eben die türkische Regierung behauptet, Angehörige der konservativen islamischen Gülen-Bewegung hätten diesen Putschversuch zu verantworten. Wir schauen uns noch einen weiteren Ausschnitt aus der Sendung 10 vor 10 an. Fethullah Gülen beim Gebet. Ein Mann, eher bescheiden und unscheinbar im Auftreten, und doch geht enorme Ausstrahlung von ihm aus. Rund 7 Millionen Anhänger weltweit scharen sich um den Charismatiker. Fethullah Gülen predigt seit mehr als 50 Jahren. Fast 20 davon aus dem amerikanischen Exil. Seine Vision, ein moderner Islam, basierend auf Bildung. Nur Bildung schützt vor Armut, lernen seine Schüler, baut lieber Schulen als Moscheen, ist sein Credo. Seine Bewegung Hizmet gibt sich liberal und eher westlich orientiert. Also Hizmet, die sogenannte Gülen-Bewegung, steht für eine zeitgemäße Interpretation des Islam, für einen Islam, der mit modernen Menschenrechten vereinbar ist, mit der Demokratie vereinbar ist. Wir stehen vor allem auch für Bildung und Dialog, denn wir sehen die Hauptprobleme in der Welt darin, dass es zu wenig Bildung gibt und zum anderen auch darin, dass es eine zu große Zerstrittenheit zwischen den Menschen gibt. Tausende Kilometer entfernt in den USA. Hier lebt Fethullah Gülen, die graue Eminenz der Türkei. Gülen vertrete nur nach außen einen liberalen Islam. Nach innen sei sein Gedankengut sehr konservativ, sagen Kritiker. Dazu gehört etwa auch ein Demokratieverständnis, das die Demokratie gut heißt, aber als vorläufig bezeichnet, weil die Anerkennung der islamischen Werte letztendlich noch fehlt. Oder dass die Frau etwa als charakterlich schwächer als der Mann dargestellt wird und die Unterstützung des Mannes bedarf. Der Mann hat das Züchtigungsrecht über die Frau, etwa nach Sure 34, das ist eine brisante Stelle. Das wird alles sehr traditionell ausgelegt. Gülen verfügt über ein weltweites mächtiges Netzwerk. Er hat eine Nachrichtenagentur, diverse Radio- und TV-Sender und Zeitungen. Seine Anhänger sitzen in vielen öffentlichen Bereichen. Zudem unterhält seine Bewegung mehr als 1000 Privatschulen und Nachhilfeinstitute in über 140 Ländern. In Schulen und Wohngemeinschaften, sogenannten Lichthäusern, werden Jugendliche geformt. Hier soll eine islamische Elite geschaffen werden. Sei man bei der Bewegung dabei, sei es schwierig, wieder auszusteigen. Wo sind die Freunde, wenn die sind alle abhanden gekommen, wenn man aus der Gruppe rausgeht? Wenn dann noch dazu kommt, dass über einen Dinge erzählt werden, dass man irgendwie schlecht gemacht wird, wenn man jetzt da sich abwendet, dass man dann irgendwelche Nachteile hat, dass man das und jenes nicht erreichen kann, dass man sozusagen sein Leben verpfuscht hat, wenn man sich abwendet, dann ist der Druck für manche Personen wirklich auch hoch, da rauszukommen, wenn sie sich abwenden wollen. Uns geht es sehr darum, dass die Menschen sich selbst entwickeln, dass sie zu selbstkritischen, hinterfragenden Menschen werden.
Und deshalb sind solche Vorwürfe absurd, denn es geht uns darum, den Menschen maximale Freiheiten zu ermöglichen. Menschen, die frei denken können, sollen aus den Schulen hervorgehen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Vorwurf einfach nicht stimmt. Gülen und Erdogan. Aus Freundschaft ist erbitterte Feindschaft geworden. Gülen dementiert, Rädelsführer des Putsches in seiner Heimat zu sein. Niemals werde ich mich bei diesem Unterdrücker entschuldigen. Selbst wenn sie mich 50 Mal am Tag töten und wiedererwecken, weil es Gottes Gerechtigkeit gibt. In der Türkei steht er als Sieger da im Konflikt mit Gülen. Der Prediger für alle heißt Erdogan. Und wehe dem, der versucht, dagegen anzutreten. Ja, es ist schwierig, hier den Überblick zu behalten. Aber ich kann sagen, was ich verstehe, ist, dass hier gibt es zwei Erzfeinde, sage ich mal. Und wir haben Bilder gesehen, wo die mal miteinander gegangen sind. Und irgendwie haben sich die ja auseinander dividiert. Können Sie mir mal erklären, wo ist denn der Punkt, vielleicht bezogen gerade auf das Verständnis, wie Sie den Islam verstehen? Wo geht es da auseinander? Ja, ich habe hier gehört, dass ihre Leute sind selbstkritisch und ganz liberal. Von Gülen? Ja, von Gülen Leute. Die sind überhaupt, nach meiner Erfahrung, habe ich sie überhaupt nicht selbstkritisch erfahren. In der 97 Putsch, Militär hat wieder ins Macht gekommen und dann sie haben wieder diese Al-Koptuch-Geschichte verboten. Die Frauen dürften nicht an der Uni zu studieren. Es gibt einen Befehl von Gülen-Bewegung, dass die Frauen, die Gülen-Bewegung bewegen, müssten ihre Kopftuch ablegen. Sie haben alle abgelegt. Nur die Frauen, die nicht Gülen-Bewegung gehörten, Widerstand geleistet. Ich kann Ihnen so viele solche Beispiele geben. Und ich verstehe es nicht, warum ein Prediger, ein religiöser Mann, und warum ein Prediger braucht so eine große Organisation. Warum? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich bin auch Muslim. Als ich 19 war, bin ich religiös geworden. Das war meine Selbstentscheidung. Und ich brauchte niemanden. Es gibt Koran, ich kann Koran lesen und dann es gibt ja viele Bücher, ich kann lesen und ich kann mein Leben ganz individuell praktizieren. Ja, aber Erdogan hat ja auch eine große, die AKP oder diese Partei das ist anders. Das ist Partei, das ist politische Partei. Ja, aber wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Ja, das ist und ganz provokativ zu sagen, ich sehe keinen Unterschied, weil für mich ausschlaggebend ist, dass Gülen schon in den späten 80er Jahren, in den 90er Jahren und auch in den letzten, während der Regierung von Tayyip Erdogan, er hat den Nationalismus und den Islam zusammengebracht. Diese Synthese, man sagt Türk-Islam-Synthese, also die Synthese von Nationalismus und Islam ist eigentlich ein Unding im Islam. Das gibt es gar nicht. Ja, es gibt keinen Nationalismus im Islam. Und das hat er aber gepredigt und das predigt jetzt auch Erdogan. Und das sieht man ganz praktisch in der Art und Weise, wie Gülen gegenüber den Kurden eingestellt war und wie Erdogan jetzt gegenüber den Kurden eingestellt war. Und man muss aber auch sagen, Erdogan hat eine Zeit lang versucht, die Brücke zu den Kurden zu schlagen. Ja, und was ist passiert, dass das aufgehört hat? Also das ist alles in 2011 bis 2013 passiert, als es zu diesem Bruch kam. Okay, da gab es einen Bruch, ja. Ich denke, also auf Ihre Frage bezogen, was der Unterschied zwischen den beiden ist im Hinblick auf die Religiosität sozusagen, auf religiöse Inhalte. Ich denke, dass es tatsächlich hier gar nicht um Religion geht. Es ist tatsächlich ein Machtkampf, eine Auseinandersetzung um die Vorherrschaft, die politische Vorherrschaft in der Türkei. Das heißt, die beiden sind lange nebeneinander, also die AKP, Erdogan auch, aber die AKP-Bewegung war auch eine Bewegung, die sind lange nebeneinander und haben sich stillschweigend nicht nur geduldet, sondern haben voneinander profitiert. Der eine hatte sein Imperium im Bereich der Bildung und der Jugenderziehung und der andere eben im politischen Bereich. Und als sie sich eben, als sie sich nicht mehr einig waren, beziehungsweise als es sich auch herausgestellt hat, dass die Gülen-Bewegung tatsächlich den Staat infiltriert hat, subversiv, hat dieser Bruch begonnen. Aber es geht nicht um
den Islam oder religiöse Inhalte. Aber man muss sehen, Tayyip Erdogan ohne Gülen undenkbar. Ja. Das stimmt. Aber die Gülen-Bewegung fängt nicht mit dem Erdogan an. Das hat schon vorher angefangen. Und sie haben auch mit allen Regierungen, alle unterschiedlichen Regierungen mitgemacht. Und mit den Militärs auch. Mit dem Militär auch. 80 ja, und dann sie sind eine Sucht, ich würde sagen, nach Macht. Sie wollten Macht haben. Erdogan war in einer politischen Bewegung. Das war überhaupt keine religiöse Bewegung, religiös geprägt, aber das war eine politische Bewegung. Und er war Bürgermeister in Istanbul, dann ist er Kanzler geworden in der Türkei. Er hatte überhaupt keinen Boden in Bürokratie. Deswegen er müsste mit dem Gülen koalieren. Also Ministerpräsident und später Präsident? Ja, später Präsident. Als er Präsident war, hatte er überhaupt keinen Boden beim Bürokratie und Militär, Polizei, weil seine Bewegung war nur politische. Also das würde heißen, der Islam eines Erdogan ist aufgesetzt. Nein, ich kann nicht Islam aufgesetzt sagen, aber islamisch geprägt, würde ich sagen. Und als sie angefangen zu regieren, er hat sehr, sehr liberale Profil gezeigt. Es war wirklich liberal. Wir haben alle Hoffnung gehabt. Und dann diese EU-Beitrittshandlungen sind sehr gut gelaufen. So viele Fortschritte in der Türkei gemacht worden. Solange diese Gülen und AKP zusammengearbeitet hatten. Aber nach 2007, die Gülen-Bewegung sind so mächtig geworden, sie wollten AKP auch regieren. Und Krach hat es um die Macht gegeben dann? Ja. Ich denke schon, ja. 2013. Ja. Also es hat 11 angefangen, es sind noch weitere... 2007, würde ich sagen. Ja. Das hat langsam angefangen. Und 2011 gab es wirklich Krach, im 2013 zu Ende. Es spielt aber auch eine große Rolle meines Erachtens, was in der ganzen Umgebung passiert ist mit dem arabischen Frühling, mit dem Aufsteigen von Morsi in Ägypten, ein enger Freund von Erdogan, und nachher mit dem Putsch gegen Morsi 2013. Ja. Ich glaube, das war der Punkt, wo Erdogan auch gewechselt hat. Er hat dann nur noch Feinde gesehen, gesagt, das genau Gleiche passiert mit mir auch. Und er hat diese infiltrierte die Kollegen von den Gülen, ohne die er niemals Ministerpräsident geworden wäre. Ich betone das nochmals. Und so ist eine Feindschaft entstanden, die dann bis zum 15. Juli dieses Jahres ziemlich verheerend. Ich würde mich nur kurz interessieren, der Außenminister, der türkische, war ja hier in der Schweiz. Dann der deutsche Außenminister in der Türkei jetzt gerade die letzten Tage. Ich würde sagen, eher frostige Begegnungen. Es wird zwar jetzt mal weiter über den EU-Beitritt, also das ist noch nicht gerade auf Eis, aber wie schauen die islamischen Länder auf die Türkei im Moment? Wie schaut die Türkei auf die islamischen Länder? Das ist die erste Frage. Denn was man jetzt sehr deutlich sieht, ist, dass Erdogan sich abwendet von Europa. Ganz klar. Und das wiederum ist, innenpolitisch geht er mit den Nationalisten, der MHP mit den Grauen Wölfen, geht er zusammen. Das Ziel ist weg von Europa. Auch die Nationalisten der MHP sind eigentlich antieuropäisch. Und dann schauen sie zu den arabischen Staaten. Und es gibt im Hintergrund immer noch diesen Anspruch von Erdogan bzw. von seinem früheren Außenminister Davutoglu, dass die Türkei eine Führungsrolle spielen müsste. Zusammen mit Morsi zuerst, dann wurde Morsi gestürzt, aber es ist nach wie vor da, diese Idee. Wir schauen nach Osten und wir sind die Führung der sunnitischen, muslimischen Welt. Jetzt müssen wir aber zum Verhältnis ich würde was sagen. Ich sehe es nicht, wie Sie es sehen, mit den Verhandlungen EU. Erdogan hat nicht die EU abgelehnt, EU hat Erdogan abgelehnt. Deswegen, das hat angefangen. Ja. Dieses Publikum in der Türkei hat auch verstanden, dass EU Türkei als Mitglied nie akzeptieren würde. Das hat schon in 2008 und 2009 angefangen. Vielleicht sogar noch früher. Ja, noch früher. Ich bin absolut das ist ja deutlich geworden. Das Verhältnis
der Türkei mit EU ist etwas von Unehrlichkeit geprägt. Das ist also ganz jedenfalls klar. wird die Türkei schon lange hingehalten von der EU. Das ist jetzt nicht genau unser Thema. Jahren. Unser Thema ist jetzt das Verhältnis von Religion und es Politik. beeinflusst. Ja klar, ich sehe schon. Ja. Das Verhältnis von Religion und Politik in der Türkei. Und jetzt möchte ich gerne zu Ihrer Geschichte kommen. Sie haben nämlich das vorhin schon erwähnt, das mit dem Kopftuch. Also es ist Ihnen jetzt möglich, das Kopftuch zu tragen. Sie haben eigens in Indien und in Amerika studiert, weil Sie in der Türkei das Kopftuch nicht tragen konnten. Ja, ich habe mir ein Warum ist das denn so wichtig? Das ist für uns hier nicht ganz einsehbar. Ja, stimmt. Ich habe mich religiös zu sein selbst entschieden. Und meine Familie war auch dagegen, besonders meine Mutter. Sie hat es sofort verstanden, dass ich meine Karriere ruiniere. Meine Schwester trägt überhaupt kein Kopftuch und ich war der Einzige. Aber es gibt ja viele ohne Kopftuch, die auch religiös sind. Ja, natürlich. Oder? Ich sage nicht, dass sie nicht religiös sind. Das ist anders, andere Geschichte. Ich bin so ein Verständnis von Islam, dass jeder individuell für sich selbst entscheiden muss. Ich habe mich für mich entschieden. Und als ein 19-Jähriger habe ich es nicht verstanden, wie ein Staat mein Dresscode bestimmen kann. Ich habe es damals als 19-Jährige nicht verstanden. Also das waren die Folgen von Atatürk, dem großen Vater der Türkei, der den Laizismus eingeführt hat. Und da hat das keinen Platz gehabt. Nein, ich hatte keinen Platz gehabt. Und dann mein Studium war in Gefahr. Und ich habe es doch trotzdem fertig gemacht. Und dann habe ich angefangen, als Lehrerin zu arbeiten. War es schwer. Alles ist schwer. Deswegen habe ich meine Chance ins Ausland gesucht. Immer Stipendium oder was anderes. Ich war in Indien, in den USA. Aber das hat mir sehr gut geholfen. Ich habe meinen Blick gegenüber der Welt und die Weltanschauungen geändert, ein neuer Blick. Besonders in Indien habe ich bemerkt, dass jeder eine andere Kultur hat und jede Kultur sehr wertvoll ist, jede Religion sehr wertvoll ist. Und man kann ja voneinander nur lernen. Nicht ablehnen, nur lernen. Und man muss die Leute als Person sehen, nicht als Ganzes, als Gruppe, als Christen oder indisch oder europäisch sehen. Sie sind ja, Frau Bayraktar, in der türkischen Familie in Deutschland aufgewachsen, leben heute in der Schweiz seit einigen Jahren. Wie kommt das bei Ihnen an oder wie ist das für Sie? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Frau Topçu erzählt, dass der Kopftuchverbot vor allem Frauen betroffen hat in der Türkei und dass sie tatsächlich aus dem öffentlichen Raum rausgedrängt wurden. Also das ist wirklich ein frauenpolitisches Thema, eine frauenspezifische Benachteiligung. Insofern ist das, kann ich das sehr haben gearbeitet, nur die Frauen. Genau. Das war eine Frauendiskriminierung eigentlich. Genau, insofern, das kann ich völlig nachvollziehen, dass sie, die Öffnung des öffentlichen Raums für das Kopftuch auch ein Schritt vorwärts in Richtung Frauenrechte und Gleichberechtigung ist. Das ist definitiv so. Das andere, die Kehrseite von der ganzen Geschichte ist, dass wir es in so einer Atmosphäre, wie wir es jetzt in der Türkei haben, eine steigende, ich würde nicht sagen eine steigende Religiosität, aber die steigende Visibilität von kopftuchtragenden Frauen. Es gibt auch relativ Visibilität und der Erwartungsdruck steigt, weil die Mehrheit doch jetzt eher in konservativer geht, sodass sich die Mehrheitsverhältnisse sozusagen genau umkehren. Also entsteht da Druck auf Menschen oder Frauen, die zum Beispiel kein Kopftuch tragen, das säkular sehen? Genau, das könnte durchaus sein. Das könnte durchaus sein und das Risiko ist, dass die zuvor Unterdrückten und Benachteiligten sozusagen jetzt zu der Mehrheit gehören und die Mehrheit von früher jetzt die Minderheit ist. Ja, aber wir sind so lange unterdrückt geworden. Niemand hat unsere Rechte gekümmert. Niemand hat gesagt, dass ein Kopftuch zu tragen ist auch ein Recht von diesen Frauen. Niemand hat uns verteidigt und sich mit uns zusammengeschlossen. Jetzt kommt die Frage, ob die anderen Frauen ausgegrenzt sind oder nicht. Und nach meiner Meinung, die sind nicht. Aber das kann auch so eine Falle kommen, weil diese Kopftuch tragenden Frauen so lange... Meine eigene Geschichte ist,
40 Jahre. 40 Jahre war ich wegen des Kopftuches ausgegrenzt und diskriminiert. Seit 2013 darf ich wieder in der Türkei arbeiten. Habe ich in der Türkei angefangen zu arbeiten 2013. Das ist wirklich unvorstellbar. Ich habe überall in der Welt studiert, ich habe meine Doktorarbeit gemacht, aber ich durfte nicht an der Uni zu arbeiten. Jeder ignoriert unsere Geschichte und die sind sehr gekümmert, die Rechte von anderen. Natürlich, jeder hat Recht. Ich sage nicht, dass sie auch das akzeptieren sollten. Nein, das ist nicht mein Punkt. Ja. Also in der Frauenbewegung, auch in der türkischen, ist ja das Kopftuchtragen durchaus gefördert worden. Also diese Politisierung des Kopftuchs fand im Rahmen der Auseinandersetzung von ideologisch-kemalistischen Kräften in der türkischen Politik statt. Aber die Frauen selber, innerhalb der Frauenbewegung, ist das Kopftuch keine Frage gewesen, soweit. Doch, das war Frage. Sie haben uns nie als eine gleichberechtigte Partner akzeptiert. Okay. Ich habe es probiert, vor 30 Jahren zur feministischen Gruppe zu gehen. Sie haben mich auch immer ausgegrenzt. Und dann sie haben gesagt, dass in der Türkei auch in Deutschland. Sie hatten so eine Meinung gehabt, dass die religiöse Frau nie Feministin sein könnte. Wir könnten nicht, weil wir unterdrückt sind, so eine Vorstellung sie haben. Und ich kann ja nicht nach Frauenrechte mich stellen und für die Frauenrechte kämpfen. Nachdem diese kopftuchtragenden Frauen sehr aktiv in der Szene geworden und dann sie haben es auch verstanden, dass die kopftuchtragenden Frauen auch Feministin sein könnte, dann Feminismus und Frauenrechte ist auch in der Türkei ein üblicher Thema geworden, akzeptiertes Thema geworden. Dieser Feminismus ist auch in der Türkei wie dieser Kemalismus von oben gekommen. Wenn es was von oben kommt, das hat nie Möglichkeit zum Boden zu gehen. Diese türkischen Frauen haben sie nicht akzeptiert. Also jedenfalls unsere Events, die wären einfach ein Denkmuster, das eben mit Kopftuch konservativ und nicht jetzt feministisch, das ist bei Ihnen alles anders, das geht zusammen. Ja. Ich bezeichne mich nicht als konservativ. Ich bin keine Konservative. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja. Sie sind auch im interreligiösen Dialog tätig. Ja, ich bin im interreligiösen Dialog tätig seit 15 Jahren. Und es gibt ein Projekt, das ist aus der Schweiz gestammt. Und das ist European Project for Interreligious Learning. Zwischendurch möchte ich das auch sagen. Dieses Projekt war so beeindruckend. Wir verreisen unterschiedliche Länder in jede 6 Monaten. Und dann, das ist generell zwischen 5 oder 6 Länder, kommen christliche und muslimische Frauen und treffen sich in einem Land. Jedes Land hat ein Thema und wir diskutieren zwischen 7 und 9 Tagen. Das hat mich so beeindruckt. Ich wollte die Türkei auch zu diesem Projekt reinlassen. Und dann damals habe ich in Deutschland gelebt, bin ich in die Türkei gegangen und mit diesen Gülen-Leuten gesprochen, ob sie mitmachen wollten oder nicht. Sie haben mich abgelehnt. Sie machten nur ihre eigene Dialog, nicht mit anderen Leuten. Das ist auch keine echte Dialog. Also dieser Dialog in der Türkei, das würde mich auch noch interessieren. Wie geht es denn den anderen? Das sind religiöse Minderheiten. Also ich habe gesehen, es ist 99% sind Muslime, aber darunter gehört der große Teil der Alevitinnen, Aleviten zum Beispiel. Wie geht es diesen religiösen Minderheiten? Also zunächst einmal, wenn das natürlich so ist, und ich glaube, zum Teil stimmt es mit den Frauen, modernen Frauen und mit nicht modernen Frauen, das ist eine Frage das ist eine Frage der Freiheit, dass die auf der Istiklal Caddesi, also im Zentrum von Istanbul, dass da Frauen mit Kopftuch und nicht Kopftuch, dass sie zusammenlaufen, das ist keine Frage. Und wenn das so geht, ist das wunderbar. Im Osten der Türkei ist diese Freiheit so nicht mehr gegeben. Und damit zu Ihrer Frage auch, wie geht es den Minderheiten? Ich glaube, den Minderheiten geht es nicht sehr gut unter Erdogan. Ich denke, vor allem die alevitische Minderheit wird es wieder schwerer haben, weil es ist jetzt eine doch sehr konservative Interpretation des Islam, ist ein Gesellschaftsbild, wo solange die Freiheit beim Kopftuch garantiert ist,
will ich überhaupt nicht darüber diskutieren. Es ist mir völlig egal, ob jemand ein Kopftuch trägt oder nicht. Aber sobald es Zwang gibt, und ich habe das Gefühl, dass es sowohl in dieser Frage wie auch in der Behandlung der Minderheiten, dass es da zu einer Verschärfung kommen könnte. Ich würde diese Kopftuch und Nicht-Kopftuch im Osten nicht so frei ist, würde ich widersprechen wieder, weil ich 2 Jahre im Osten an der Uni gearbeitet hatte. Meine Studentinnen waren generell von diesem Südost und überwiegend hatten kein Kopftuch gehabt. Wann war das? Das war vor 2 Jahren. Mhm. Vor 2 Jahren war ich in Siirt und dann, das hat mich auch noch was überrascht. Ich hatte auch so eine Vorstellung gehabt, dass die im Osten Frauen ziemlich unterdrückt waren. Und dann, weil ich nicht immer da gelebt hatte, bin ich öfter zum Restaurant sowas gegangen und bin um 9 Uhr oder 10 Uhr habe ich gesehen, junge Uni-Studentinnen haben im Restaurant gearbeitet bis 10 Uhr in der Nacht. Es gibt doch Freiheit. Und die christliche Minderheit? Mhm. Ja, ich kann auch was sagen. Diese christliche Minderheit sind wirklich Minderheit in der Türkei, weniger als 1 Jahr. Das ist auch eine Geschichte durch diese Nationalstaat und Austausch zwischen Griechenland und Türkei. Türkei ist rein muslimisches Land geworden. Ich kann nicht sagen, dass es türkisch ist, aber rein muslimisches Land geworden. Diese christlichen Minderheiten sind auch nicht so gut gesehen worden. Ich sehe nicht, durch dieses interreligiöse Dialogprojekt bin ich auch zur Kirche gegangen, ob sie auch mitmachen würden oder nicht. Sie hatten auch sehr große Skepsis. Ich habe auch mit Hrant Dink gesprochen, dieser berühmte Journalist, armenische Journalist, er ist ermordet worden. Ich habe mit ihm getroffen und dann er war sehr überrascht und er wollte, dass seine armenische Gemeinde mitmacht. Er hat gesagt, aber er ist nicht so religiös. Er würde das seiner Frau sagen. Sie hatten das auch ein bisschen sich zurückgehalten. Ich glaube, sie haben ein bisschen, sie fühlen sich nicht so wohl, solche Sachen zu machen. Ich würde die gleiche Sache mit dem Aleviten auch sagen. Also die kommen schon unter die Räder des Nationalismus. Ja, das ist Nationalismus. Ja, man kann ja nicht sagen, dass es religiös begründet ist. Alles liegt an dieser nationalen Staat, diese staatliche Ideologie. Also zu den Minderheiten würde ich noch gerne ein Wort sagen. Es ist tatsächlich so, dass christliche Minderheiten, Armenier oder Juden, auch Aleviten, zahlenmäßig sind sie größer, aber tatsächlich sehr stark unter Druck stehen in der Türkei. Und das ist kein neues Phänomen. Es ist kein Phänomen der letzten 10, 15 Jahre, sondern wir haben eine tatsächlich konstante Entwicklung in der Geschichte der modernen Türkei, dass Minderheiten ehemals gar keine Minderheiten waren. Das Beispiel der Armenier. Die Armenier, die Zahl ist wahrscheinlich veraltet, aber man sagt, dass es etwa 70.000 Armenier in der Türkei gibt. Das waren mehr als 1 Million Menschen. Das heißt, es führt in die Irre, sich auf Erdogan zu konzentrieren in Bezug auf die Anti-Minderheitenpolitik. Man muss es insofern aufmachen, als man den Nationalismus in der Türkei tatsächlich als das Grundproblem sehen muss, dass Minderheiten, kulturelle Vielfalt, Pluralismus, eine breite Gesellschaft behindert. Und da sind es nicht nur die konservativen Kräfte, die konservativ AKP oder klassisch nationalistische Kräfte wie die MHP in der Türkei, das ist eine nationalistische Partei, aber auch die Partei des Gründervaters Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, die CHP, die als links gilt, verfolgen eine dezidiert nationalistische und eine ausgrenzende Politik gegenüber Minderheiten. Man kann sagen, früher war Erdogan eigentlich abhängig von Gülen. Heute ist er abhängig von den Nationalisten. Genau, es gibt eine Koalition. Es gibt eine Koalition unterschiedlicher Kräfte. Genau, von diesem Thema, wie wirkt das sich aus auf Menschen mit türkischen Wurzeln in der Schweiz, in der Diaspora, auch in Deutschland? Es war uns wichtig, eine Stimme eben von einer Gülen-nahen Persönlichkeit auch
dabei zu haben. Es war schwierig, jemanden zu finden, der sich aktuell dazu äußert. Ich habe Aider Sabanci in Zürich besucht und ihn als erstes gefragt, wie verbreitet ist denn die Gülen-Bewegung in der Schweiz? Ich vermute, dass ca. 15 bis 20 Einrichtungen, also Bildungs- oder Kultureinrichtungen gibt in der Schweiz. Und vielleicht von der Zahl her um die 500 oder 600 Menschen, die sich von Gülen inspirieren lassen. Diese Bewegungen treten ja nicht mit dem Etikett Gülen auf. Kritiker werfen ihnen vor, Gülen ist eine Sekte, sie will die Gesellschaft unterwandern. Was sagen Sie dazu? Ja, als Kritiker kann man das ja behaupten, aber Gülen-Bewegung ist keine Sekte, das weiß jeder Soziologe, jeder Wissenschaftler. Es wurden schon hunderte Bücher über die Bewegung, über Hizmet-Bewegung geschrieben. Und das Problem ist, glaube ich, weil die Gülen-nahen Leute sich nicht genügend nach außen hin präsentieren, entsteht leicht dieser Missverständnis. Da klingt auch Kritik an, also Gülen sollte offener, transparenter informieren. Jetzt wird gesagt von offizieller Seite in der Türkei, Gülen stand hinter dem Putsch vom 15. Juli. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ja, es ist ein Vorwurf, das stimmt gar nicht. Und Gülen hat oder predigt schon seit Jahren für Demokratie. Und Gülen hat sogar selber am nächsten Tag von versuchter Militärputsch, hat schon am nächsten Tag das verabscheut, also dass man mit Putsch eigentlich keinen Erfolg erzielen kann. Sie sagen, Fethullah Gülen hätte sich bereits am Tag nach dem Putschversuch distanziert von diesem Putschversuch. Gleichwohl, der offizielle Vorwurf steht im Raum. Welches sind denn die Konsequenzen für Gülen-Anhänger in der Schweiz? Ja, sie stehen sehr unter Druck von der türkischen Community, die einfach das glauben, was in den türkischen Medien propagiert wird. Freundschaften, die 30 Jahre miteinander gelebt haben, Freunde, die sind dann von heute auf morgen plötzlich angefeindet worden, weil der eine pro Erdogan ist und der andere anti-Erdogan ist. Und ich finde, dass keine gute Sache ist. Wie äußern sich diese Anfeindungen konkret? Ja, es ist natürlich meistens so verbale Auseinandersetzungen. So Handgreiflichkeiten ist mir jetzt persönlich nicht bekannt. Aber man wird nicht gern in der Gesellschaft gesehen. Oder in der Moschee? Ja, auch in Moschee oder in Kaffeehäusern, auch in Einkaufszentren, türkische Einkaufszentren. Wenn man bekannt ist als Gülen-nah, dann wird man schon schief angeguckt und auch verbal angegriffen. Spannungen unter den Türkinnen und Türken in der Schweiz. Wie dramatisch ist die Situation, Frau Bayraktar? Also die Situation kann insofern nicht so dramatisch sein, als die Zahl der Gülen-Anhänger sehr niedrig ist und als die Zusammensetzung von der Diaspora, also der türkeistämmigen Diaspora in der Schweiz eine ganz andere ist als im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland. Wir haben in der Schweizer Diaspora leben ungleich mehr nicht-sunnitische türkeistämmige Aleviten, Kurden und die haben ohnehin eine Einwanderungsgeschichte, die politisiert ist. Die sind dem politischen Konflikt aus der Türkei aus dem geflüchtet und das sind ohnehin Leute, die nicht in diesen klassisch dominanten Mustern Sunnitentum und zwischen AKP und Gülen sich bewegen, sondern ohnehin außerhalb dieser Strukturen sind. Und insofern, dass es hier überhaupt eine Gülen-Bewegung gibt, die zahlenmäßig ins Gewicht fällt, würde ich ein bisschen hinterfragen und die intragemeinschaftlichen Konflikte können nicht dieselben Ausmaße annehmen wie zum Beispiel in Deutschland, weil da viel mehr Erdogan-nahe
Diaspora türkeistämmige sind als in der Schweiz. Eben, da ist die Situation anders. Ganz anders, ja. Das führt zu richtigen Spannungen. Das ist dort ist es ganz anders. Da werden die herkunftsorientierten Konflikte werden auch Türkei und staatsnah ausgetragen. Es gibt eine sehr starke, etwa 60% der Diaspora-Türkeistämmigen in Deutschland haben für die AKP gewählt in den letzten Wahlen, während hier zum Beispiel gerade mal 15% waren oder so ähnlich. Insofern, wir haben da sehr starke und fieberhafte AKP-Anhänger, die auch tatsächlich den Konflikt, der in der Türkei besteht, zwischen Gülen und AKP-Bewegung dort austragen. Wie weit reicht denn der Arm von Erdogan in die Schweiz? Nicht so weit wie nach Deutschland. Genau. Eben, das ja, höre ich heraus, genau. Ja. Aber die Spaltung, die es in der türkischen Gesellschaft gibt, die wirklich dramatisch ist, meines Erachtens, viel stärker als früher. Und ich sehe noch nicht, dass da die Spalten überbrückt werden. Die gibt es auch im Ausland, auch in der Schweiz, aber weniger hier als in Deutschland. Und so. In Deutschland scheint mir das relativ kritisch zu sein. Ja. Aber diese Gülen-Bewegung hat eigentlich keine großen Anhänger. Ja, wir haben eine Zahl gehört. Sie wollten ja, wir haben das versucht, einen Vertreter, eine Vertreterin von Gülen zu diesem Gespräch einzuladen. Sie wollten ja partout nicht mit jemandem von Gülen am gleichen Tisch sitzen. Warum eigentlich nicht? Ja, ich würde auch es nicht machen, weil sie uns an dem Tag bombardiert hatten. Wie kann ich mit solchen Personen am gleichen Tisch sitzen? Was sollte ich diskutieren? Sie haben Bomben geworfen. Sie haben zu unserem Abgeordnetenhaus Bomben geworfen. Also es wurden Bomben geworfen, das ist keine Frage. Aber wer die Bomben geworfen hat, das muss erst noch aufgehen. Sie sagen jetzt einfach, das waren Gülenisten. Ja, für diese Frage bin ich mir sicher. Deswegen sage ich, Sie sind sich sicher, aber rechtlich ist das überhaupt noch nicht abgeklärt. Und ich frage mich, weshalb nach so langer Zeit wir immer noch nicht hören, wo sind die Beweise? Was ist genau passiert? Wer hat das Parlament zu bombardieren? Entschuldigung, die waren Gülen-Anhänger. Die waren Gülen-Anhänger. Diese Leute haben in Gülen-Schule erzogen worden. Und dann, es gibt viele Beweise. Und einige haben angefangen zu sprechen über die Gülen-Bewegung und dann, wie sie beeinflusst wurden und wie sie zu diesem Punkt gebracht wurden. Und noch eine interessante Sache, diese Leute, die verhaftet wurden, im Gefängnis sind, haben angefangen, Selbstmord zu machen. Sie sagen, dass es aber Selbstmord ist. Die Leute hier von Gülen aber waren ja nicht involviert in der Schweiz. Mich hat interessiert, warum sie nicht zum Gespräch bereit sind, oder? Weil sie wie eine Geheimorganisation sind. Ich würde sagen, wie eine Opus Dei-Organisation. Also eine kirchlich anerkannte Organisation in der katholischen Kirche, der man auch ähnlich vorwirft, einfach Strukturen zu unterwandern. Ja, die Leute, die in der Schweiz leben oder in Deutschland leben, natürlich nichts zu tun. Aber sie werden sich auch mit einem Befehl von Gülen sofort springen und was zu machen. Deswegen habe ich mein ganzes Vertrauen zu dieser Bewegung verloren. Und ich möchte wirklich nichts zu tun haben, nicht nur die Spaltung in Diaspora zwischen den Leuten, die Gülen und andere Leute Spaltung sehr groß ist, die Familienmitglieder. Als ich in Österreich war, habe ich von meinen österreichischen Freunden erfahren, dass eine Frau zur Gülen-Bewegung gehört, von ihrer eigenen Familie abgelehnt wurde. Es gibt einen größeren Online-Artikel zu Gülen und wie sich der Putsch jetzt in der Türkei auf diese Bewegung auswirkt. Ist es denn richtig, solche Leute so auszugrenzen? Also ich bin nochmal dankbar für diesen Hinweis. Rechtlich ist nicht geklärt bis heute, wer hinter diesem Putschversuch steht. Das nur nochmal dazu. Aber ist es richtig, die Leute so auszugrenzen? Ich denke, das ist sehr gefährlich. Eine Stunde oder noch während des Putschversuches wurde schon eine Bewegung verurteilt. Und sie übernehmen diese Verurteilung. Sie sagen, sie haben Beweise. Ich habe die Beweise nicht gesehen. Für mich, ich kannte viele Leute in der Gülen-Bewegung an den Universitäten. Und wir haben auch sehr oft mit denen diskutiert. Ich bin immer noch nicht überzeugt von der Gülen-Bewegung. Die
von der Gülen-Bewegung, von diesen Leuten, die ich kenne, zum Bombardieren des Symbols der parlamentarischen Demokratie in der Türkei, ist für mich da fehlt was. Ja. Mal so viel zu dem, ich möchte das hier schließen. Wie könnten die Spannungen sich weiterentwickeln? Dazu vielleicht von Ihnen eine kurze. Wir waren ja bei den Türkinnen und Türken im Ausland, in der Schweiz. Wie könnte sich das weiterentwickeln? Also ich denke, dass diese Spannungen mindestens in Deutschland entlang den Konfliktlinien in der Türkei zunehmen. AKP-Anhänger gegen vermeintliche Gülenisten oder auch tatsächliche Gülenisten. In der Schweiz, denke ich, sind die Konfliktlinien insofern anders, als da die Aufmerksamkeit für die politisch verfolgten Kurden ungleich höher ist. Da wird und sollte es auch von Schweizer Seite eine Aufmerksamkeit geben bzw. Druck geben, nicht nachzulassen und die Verfolgung und Verhaftung von HDP-Politikern unter den Tisch zu kehren. Ja, ich hatte mich auf ein schwieriges Gespräch eingestellt und ich habe es auch erlebt, wie hier verschiedene Interpretationen jetzt von Ihnen wirklich aufeinanderprallen. Besten Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Besten Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Hier geht es gleich weiter mit unserem Themenschwerpunkt zur Türkei. In den USA betritt Donald Trump die Weltbühne. Die Auswirkungen reichen bis in die Türkei. Sehen Sie selbst. In der Sternstunde Philosophie, unter anderem mit der meistgelesenen türkischen Schriftstellerin Elif Shafak.